Bleib noch schnell stehen. Ja, wir starten mit der Predigt und heute sind wir schon voll im Live-on-Stage-Modus. Ist ja immer eine Lebensgeschichte im Musical. Also wir singen jetzt zwar nicht, aber eine Lebensgeschichte haben wir. Mit Oli ist extra mitgekommen und dann auch eine Message-Predigt. Wir haben so 2 Teile und das Thema heute Festessen. Es ist wirklich mein Wunsch für uns heute als Vorbereitung auf Live-on-Stage, aber auch einfach, wo wir unterwegs sind, dass wir zu Gott kommen können und an seinem Tisch Platz nehmen dürfen und uns von ihm beschenken lassen. Und deshalb lasst uns auch gleich zusammen beten und bewusst so mit Gott in Kontakt kommen. Diejenigen, die mögen, stehen wir doch zusammen auf, um zu beten. Danke, Vater im Himmel, dass du unser guter Vater bist. Und danke, dass du uns den Tisch reich deckst. Und das mitten im Angesicht unserer Feinde, egal wie die Umstände sind, wir dürfen in jedem Moment zu dir kommen. Und bei dir hat es von allem im Überfluss, von allem, was wir brauchen. Und du weißt, guter Vater im Himmel, was wir heute brauchen, jeder von uns. Hier im Saal, auch zu Hause im Livestream. Du kennst uns, du kennst unser Herz. Und wir bitten dich, mache unser Herz auf, dass wir offen sind für das, was du uns schenken willst. Amen. Ja, wir setzen uns wieder hin, wir hier vorne am Küchentisch oder so. Ich habe Oliver gefragt, dass er uns heute einen Einblick gibt in seine Lebensgeschichte. Er hat gesagt, ja, das mache ich. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, wer ist das überhaupt? Und ich denke, es ist sehr spannend, um zu erfahren, wer das ist. Oliver Andres, 35. Noch, ja. Noch, gut. Elektriker. Genau. Und um ihn ein bisschen zu kennen, habe ich so immer 2 Wortpaare für dich bereit und du musst das auswählen, was du präferierst. McDonald's oder Burger King? Burger King. Und das sind das. Okay, gut. Von Embrach aus gehen manche gehen nach Bülach, manche nach Winterthur. 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 Dann, was gefällt dir besser? Klostergumpe oder Dösek? Dösek. Bist du eher zu haben für Sport oder Kultur? Sport. Wenn du ins Kino gehst, Komödie oder Drama? Komödie. Und ganz eine wichtige Frage bei den Socken, weiß oder schwarz? Schwarz. Okay. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr natürlich dann später, Kaffeebar Plus, haben wir ja viel Zeit zum Schwatzen. Jetzt habe ich aber dich nicht eingeladen, um über Zocken zu sprechen, sondern um deine Lebensgeschichte zu erzählen, um uns einen Einblick dazu zu geben. Und deshalb die erste Frage an dich. Wie bist du aufgewachsen? So in einem christlichen Elternhaus, wie das einige kennen? Nein, eigentlich nicht. Also man hat schon früh eigentlich gesagt, ja, da gibt es einen lieben Gott oder so. Aber jetzt nicht, dass wir irgendwie in eine Kirche gingen oder jetzt irgendwie miteinander beteten oder vor dem Essen beteten oder irgend so. Also eigentlich von Gott habe ich eigentlich mehr in der Schule gehört. Im Religionsunterricht haben wir so ein bisschen biblische Themen gehabt damals. Ja, das ist ein bisschen so aufgewachsen. Ja. Große Familie, aber 3 Geschwister und noch 3 Halbgeschwister. Mhm. Und dann hast du eine Lehre gestartet. Was war das? Ja, habe Elektriker lernen können. Das war schon ziemlich speziell, weil ich war nicht so ein braver, guter Schüler. Und es hat sehr schnell und sehr gut geklappt mit der Lehrstelle. Ja. Dann das heißt, dort bei der Arbeit, das waren alles Christen irgendwie? Nein. Ja, es war ein bisschen speziell. Mein Bruder hat da auch die Lehre gemacht, mein älterer Halbbruder, 15 Jahre vor mir. Und das war mir nicht bekannt und auch nicht allen Arbeitern dort. Und das hat dann so zu einer Situation geführt, die dann für mich gut war. Und zwar ist die Geschichte eigentlich, dass mein Bruder dort die Lehre gemacht hat, bis zum Chef gegangen in Zürich. Und der hat mir dann nach einer Woche gesagt, ich sei ein Lügner. Er kenne keinen Andres, der da eine Lehre gemacht hat. Und dann konnten wir es dann klären. Oder? Mein Bruder hat natürlich einen anderen Nachnamen gehabt. Und er konnte sich auch dann an den erinnern und der war nicht so gut. Oh. Und ja, dann habe ich irgendwie
wirklich so, er hat dann gesagt, so, er sei jetzt 15 Jahre älter, er vertrage einen solchen Lehrling nicht mehr, wie mein Bruder war. Und dann habe ich ihm gleich gesagt, so, ja, mein Bruder ist auch 15 Jahre älter. Und der erzählt mir keinen Mist oder so. Hast du eine neue Chance gekriegt? Genau, und das war eigentlich so der Auslöser dann, dass er Respekt, also das war für ihn so, dass ich so Antwort gegeben habe, das war für ihn so, ja, so erwachsen irgendwie. Und wegen dem habe ich dann die Lehrstelle gekriegt. Und ich muss sagen, das war schon für mich dort eigentlich, ich sage jetzt, der erste Moment, wo ich irgendwie dachte, das war jetzt nicht ich. Da hat irgendjemand, hat da die Karten so gemischt, dass ich diese Lehrstelle gekriegt habe. Also ich habe wirklich, ich war da gerade in der Kampfgruppe und so, und da habe ich wirklich gedacht, vielleicht gibt es oben schon auch noch jemanden, der auf mich achtet. So. Also das war so der erste Moment, wo ich, wo das irgendwie angefangen hat, eigentlich mit Gott in dem Sinne. Ja. Wie ist das weitergegangen mit Gott? Also, wenn du sagst, es hat angefangen. Ja, ich bin dann in die Lehre gegangen und ich war natürlich sehr dankbar, dass ich diese Lehre machen konnte und habe darum auch, ich sage jetzt, gut gearbeitet oder mir Mühe gegeben und das wurde auch gesehen. Und ja, im zweiten Lehrjahr habe ich dann einen neuen Chef gekriegt. Und da muss man sich so vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, so auf der Baustelle, dass eigentlich im Normalfall die Hierarchie nicht relativ flach eigentlich, solange alles funktioniert. Also da ist man eigentlich befreundet, sage ich jetzt mal, auch mit dem Chef, wo man zu tun hat. Außer das ist dann etwas Wichtiges so, dann kann die Hierarchie auch schnell ein bisschen ändern. Und ja, dieser Chef oder Freund, wie auch immer, der ist im Laufe dieser Zeit dann zum Glauben gekommen. Also das heißt, er hatte nichts mit dem Glauben an Hut und plötzlich hat er irgendwie Jesus kennengelernt. Genau, das war für mich eben auch noch speziell. Er hatte plötzlich eine neue Freundin und dann hat er eben angefangen von Jesus zu erzählen und so. Dann habe ich schon gedacht, so ja, der macht auch alles für die Damen da, mit denen er unterwegs ist. Ja. Und ich habe mir auch dann ein Buch ausgeliehen und so, da habe ich auch ein bisschen drin gelesen, habe es aber dann wieder zurückgegeben. Also ein Buch über Jesus irgendwie? Ja, Jesus und das Schicksal hat er mir gegeben, ja. Und da war dann irgendwie so ein Thema mit Kindern, dass die böse sind und so, und dann habe ich es ihm zurückgegeben. Aber er hat so begonnen, über Jesus zu sprechen plötzlich. Was hat das mit dir gemacht? Eben, meine Gedanken waren wirklich eigentlich negativ. Ich dachte, ja, der neue Freundin wahrscheinlich wieder einen neuen Glauben. Und er hat dann aber mich auch eingeladen in die Jugendgruppe. Ich glaube, wahrscheinlich, es kann gut sein, dass er mich mehrmals eingeladen hat und ich nicht immer zugesagt habe. Okay, er hat dich eingeladen. Genau. In die Jugendgruppe. Genau, er hat die Jugendgruppe geleitet. Also die von der Kirche, eine christliche Jugendgruppe. Genau. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie er mir das jetzt verkauft hat in diesem Sinne. Aber der erste Event, an den ich dann gegangen bin, wie gesagt habe, okay, da mache ich mit, da sind die Turnen gegangen in der Turnhalle in Bülach. Und ein bisschen Bewegung, das tut gut. Hast du gedacht, das kann nicht schaden? Ja, gehe ich hin. Also er hat dich einmal oder mehrmals eingeladen und du hast zugesagt dann? Genau. Ja, in der Turnhalle war es dann so, wir haben Sport gemacht. Da gab es auch noch eine Andacht. Keine Ahnung. Ungewohnt in der Sporthalle. Aber ich habe zugehört. Und ich sage es zu meiner Überraschung, haben auch die Jungen dann zugehört. Also es war schon ein bisschen, die jungen Leute, die da in die Jugendgruppe gingen, die war eine relativ große Altersspanne. Ich sage jetzt so von 12 bis 30. Und ich war eigentlich so mittendrin. Und ja, ich weiß noch genau, wie ich mich benommen habe, als ich so 12, 13 Jahre alt war. Und das hat mich dann schon auch ein bisschen verwundert, dass die da so, wie sie miteinander umgegangen sind und eben auch so der Respekt untereinander. Das hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Wie ist die Geschichte mit Gott dann weitergegangen? Also ich weiß nicht mehr, wie groß es die Zeitspanne war, aber ich wurde dann wieder eingeladen an ein Bötli-Weekend. Und ja, da waren wir halt dann schon 2 Tage miteinander unterwegs. In der Tour und dann ein bisschen im Rhein und dann in der Tös und dann wieder im Rhein ein bisschen unterwegs.
Also du wurdest eingeladen von deinem Chef, war Genau, das, oder? genau, Er hat ja. dich einfach eingeladen. Ja, einfach eingeladen. Ja. Und ja, ich bin gerne im Wasser eigentlich, so. Habe ich auch zugesagt. Und da war es dann schon so, ja, einfach, das hat mich wirklich noch mehr verwundert, wie die Leute miteinander umgegangen sind. Ihre Gespräche, die waren nicht so oberflächlich, oder? Die gingen ein bisschen in der Tiefe auch. Und ja, auch halt dann die Andacht und alles, wie man von der Bibel geredet hat und so, da habe ich dann gemerkt, irgendwie, okay, ich weiß jetzt doch nicht alles, was jetzt in der Bibel steht. Also ich habe so gedacht, ja, jetzt hatte ich im Religionsunterricht, ja, da waren die 10 Gebote und der Noah und der Abraham und so, das habe ich schon gekannt, aber was es jetzt für mich, dass es heute für mich Bedeutung hat oder so, keine Ahnung. Und dann ist es weitergegangen. Wann bist du Jesus begegnet? Wann hast du ihn kennengelernt? Ja, es war dann eigentlich so, dass mich wieder eingeladen wurde. Du wurdest viele Male eingeladen. Genau. Das war dann ein Yugi-Gottesdienst. Da war dann so meine Gedanken so, ja, diese jungen Leute, die sollte man schon ein bisschen unterstützen. Die sollten nicht unbedingt jetzt gerade Gottesdienst vor leeren Sitzen haben. Mhm. Bist du irgendwie ihnen zuliebe gegangen eigentlich? Genau. Bin da hingegangen und ja, zu dieser Zeit war ich jetzt immer so, ich sage jetzt so 20 Minuten zu früh, so durchschnittlich. Und ja, ich bin dann vor dieser Tür gestanden, alleine. Und ich bin auch von Wallisellen auf Bülach gefahren mit dem Auto. Und vor dieser Türe, ja, da kam dann gedacht, nein, falscher Ort, ich gehe wieder nach Hause. Und ich glaube, das war wirklich eine gute Sache. Da sind die Teenies rausgekommen, so als Begrüßungsteam. So eben so 20 Viertelstunden vor Gottesdienst. Und dann konnte ich eigentlich gar nicht mehr gehen. Das war nicht möglich. Die haben mich gekannt. Und dann bin ich da. Wurde dir die Entscheidung abgenommen? Genau. Genau. Und ja, es ging da ein bisschen die Treppe runter. Ich weiß nicht mehr, was meine Gedanken dazu waren. So eine Kirche rein und dann in den Keller. Aber ja, ich war da. Bin nach unten gegangen. Und dann ja, war es halt wirklich ein Jugendgottesdienst mit Anspiel und allem. Und dann eine Predigt über gute und schlechte Gedanken. Und da war es halt wie so, also für mich immer noch unglaublich irgendwie, das hat mich so angesprochen. Es war wie wenn der Pastor mich kennen würde. Wie wenn er meine Gedanken lesen könnte. Also das war wirklich sehr speziell. Und dann bin ich eigentlich immer wieder mal in den Gottesdienst gegangen. Also das hat mich dann richtig gezogen, habe begonnen in der Bibel zu lesen, 1. Mose und so. Also hat das irgendwo begonnen, dein Herz zu berühren? Ja, also die Themen einfach, Gott hat irgendwie zu mir gesprochen. Ich fühlte mich, also eben, es war eigentlich wie wenn der Pastor mich kennen würde. Also obwohl er dich nicht kannte? Ja, er hat mich gefragt, wie geht das? Ja. Genau. Und bin dann auch in die Jugendgruppe gegangen. Und ja, da hat man dann irgendwann, wegen die Zeiten, das geht so schnell, die läuft immer so, kann ich nicht genau sagen, aber sie haben dann einen Abend organisiert, an dem sie wirklich das Evangelium von Jesus gesagt haben und dann auch aufgerufen haben zum Sitzenbleiben. Und das war auch ein bisschen eigenartig. Ich bin sitzen geblieben, aber ich habe nicht genau gewusst, wieso. Und dann haben wir auch ein bisschen noch miteinander geredet und so. Und irgendwie, ja, haben wir dann einfach gesagt, ja, kommst nächsten Samstag zu mir nach Hause, ich lade dich ein zum Essen. Können wir noch ein bisschen reden. Also das hat er gesagt, der da mit dir gesprochen hat. Genau. Und ja, wir haben dann um 9 Uhr, nein, wir haben glaube ich um 10 Uhr abgemacht. Aber mich hat das Thema mit Jesus so beschäftigt, die ganze Woche durch. Nicht gut geschlafen. Und ich habe ein bisschen durcheinander gekommen und ich war dann um 9 Uhr dort. Also ich habe um 9 Uhr geklingelt. Und in diesem Moment, wo ich geklingelt habe, habe ich gemerkt, wir haben erst um 10 Uhr abgemacht. Aber hast schon geklingelt. Ja. Und ja, er hat dann super reagiert, hat dann ein bisschen sein Programm umgestellt und dann haben wir miteinander geredet. Und
ja, es war wirklich so. Ich habe wirklich gemerkt in dieser Woche, dass ich schuldig bin. Also irgendwie, dass vieles, das ich im Leben gemacht habe, gegenüber meinen Eltern, gegenüber meinen Geschwistern, gegenüber Freunden auch, dass das nicht in Ordnung war. Und das hat mich so richtig, ich sage jetzt, durchgeschüttelt. Und ja, wir haben dann miteinander geredet, in der Bibel ein paar Verse angeschaut. Und dann war es bei mir so wie, hey, ich habe das nicht verdient. Ich habe diese Vergebung von Jesus nicht verdient. Und das habe ich dann auch gesagt und ich wollte, glaube ich, schon aufstehen und gehen. Mhm. Und ja, dann hat der Pastor zu mir gesagt, ja, das hast du nicht verdient. Das hat niemand verdient. Aber Jesus ist trotzdem für dich gestorben. Und ja, dann haben wir miteinander gebetet und ja, es ging wahrscheinlich eine Weile, weiß nicht mehr genau, habe ich wirklich Gott auch diese Sünden, also diese Sachen, die nicht in Ordnung waren, die mir bewusst geworden sind, da hast du dich falsch verstanden, habe ich mich falsch benommen oder falsch geredet oder gesagt und habe um Vergebung gebeten und die Vergebung ist gekommen. Mhm. Also hast du gemerkt, dass Jesus dir wirklich vergeben hat? Ja, also es war dann so, ich habe ja vorher nur im Alten Testament gelesen. Ich war ein bisschen gegenüber allen Gemeindemitgliedern, die mit mir gesprochen haben, war ich ein bisschen misstrauisch. Also die haben mich schon mal gefragt, ja, wo liest du denn und so. Und dann habe ich gesagt, ja, vorne. Ein Buch liest man von vorne nach hinten. Und nach der Übersetzung haben sie auch mal gefragt, mal jemand gefragt und so. Ich habe gesagt, nein, ich lese meine Bibel, nicht irgendeine. Und ja, habe mich dann ermutigt, auch mal im Neuen Testament zu lesen. Und an diesem Tag, an dem ich mich bekehrt habe, habe ich mit meinem Bruder abgemacht, waren wir zum Pokern bei Freunden eingeladen. Also das heißt, du hast an diesem Morgen nicht nur Jesus um Vergebung gebeten, sondern hast ihn auch in dein Leben eingeladen. Ja, natürlich. Natürlich. Also, und wir haben dann auch miteinander gesprochen, ein bisschen, wie das Leben aussieht da mit Jesus. Eben, dass wir zu ihm beten können, dass er durch die Bibel spricht, was ich bis dahin einfach nicht erlebt habe. So, also ich habe gelesen und da waren sehr viele eigenartige Dinge, 1. Mose und 2. Mose. Aber ja, er hatte bis dahin sicher zu mir nicht durch die Bibel geredet. Im Gottesdienst und in der Jugendgruppe schon. Also da hat er mich angesprochen. Und dann eben an diesem Abend. da bin ich mit meinem Bruder unterwegs gewesen. Und aus dem Nichts kam so eine Bemerkung, so quasi, ja, alle, die in die Kirche gehen, die sind irgendwie so komisch oder ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Und das war irgendwie dann schon wie so ein bisschen, ja, ein Wurf gegen mich und gegen jetzt Leute, die ich kannte, die ich gerne hatte. Und da habe ich mir schon überlegt, ja, wie gehst du jetzt mit dem um? Was ist jetzt? Das hat mich, glaube ich, so 3-4 Tage geplagt und dann eben habe ich in der Bibel gelesen und dann bin ich zu dieser Stelle gekommen, wo Jesus Petrus sagt, er solle seinem Bruder 70 Mal vergeben. Und da ist mir irgendwie bewusst geworden, ja, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Jetzt hat er in deine Situation in meine Situation gesprochen. Durch die Bibel. Durch die Bibel, ja. Das war sehr speziell. Das war sehr speziell. Also ich habe dann gemerkt, ja, der Gedanke, es sind dann eigentlich 2 Gedanken gekommen eigentlich, oder? Also 7 mal 70 Mal, das sind ziemlich viele Male, wenn man es so ausrechnet. Und zum anderen ist mir auch bewusst geworden, ja, ich war zu ihm also auch nicht immer der beste Bruder und so. Also er hat eigentlich meine Vergebung auch verdient in dem Sinne. Und, ja. Was bedeutet dir Jesus heute? Ja, ziemlich viel. Also ich habe verschiedene Situationen erlebt, in denen er mich getröstet hat, in denen er mir neuen Mut gegeben hat. Und ja, er hat mir auch ein bisschen mehr Sinn im Leben gegeben. Also eben, wenn ich jetzt vorher gesagt habe, oberflächliche Gespräche geführt habe mit meinen Kollegen und die anderen haben, also da in der Jugendgruppe haben so ein bisschen tiefer miteinander geredet. Das war einfach, da habe ich auch wirklich gesehen, ja, es kommt jetzt nicht nur darauf an, wer jetzt hier der Coolste ist oder so in der Gruppe, sondern ja, es ist einfach ein Leben mit Jesus, da ist auch so viel Wert drin. Ich habe ja dann auch eine Aufgabe begonnen in der Sonntagsschule und ja, da hat mein Leben richtig einen Mehrwert bekommen. Also
ich habe richtig gemerkt, das macht Sinn. Es macht Sinn, am Sonntagmorgen da mit den Kindern die Bibel anzuschauen, für mich selber die Bibel anzuschauen. Und habe wirklich dann, ich glaube, so 2-3 Jahre habe ich wirklich mich nur mit der Bibel eigentlich beschäftigt. Und ein bisschen aufgeholt, was ich so ein bisschen in der Kindheit und in der Jugend ein bisschen verpasst habe, was ich keine Sonntagsschule gehabt und so. Ja. Also aufgeholt, da können wir immer alle viel lernen. Die letzte Frage, die ich habe, ist noch zu deinem Chef. Hat es dich genervt oder warst du froh, dass er dich immer wieder eingeladen hat? Es war natürlich so, ich habe natürlich auch ein bisschen bewundert. Oder? Er hatte in dieser Zeit gerade die Meisterprüfung gemacht und das ist da schon ein bisschen intensiv und so. Und er hat eigentlich über alle meine Fragen jetzt fachlich gesehen, hatte er sehr viel, wusste er Bescheid und konnte mir immer auch helfen. Von dem her gesehen habe ich einfach jeden Ratschlag wie wahrgenommen eigentlich. Also ich habe ihm immer zugehört, ich habe nicht gedacht, aber ob es mich jetzt geärgert hat, das wüsste ich jetzt nicht mehr, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Aber ich würde sagen, ich bin schon für Tipps und so, war ich schon offen auch. Also ihm gegenüber. Nicht allen natürlich. Cool, vielen Dank. Also ihr merkt, man könnte noch einiges mehr in dieser Geschichte hören. Ihr dürft natürlich selber auf ihn zugehen. Für heute lassen wir das mal an diesem Punkt ja wie offen eigentlich. Aber vielen, vielen Dank, Oliver, dass du so ehrlich zu uns bist und uns deine Geschichte erzählt hast. Sehr gern geschehen. Mega cool. Ja. Von unserem reich gedeckten Tisch, das gebe ich dir mit. Ein paar Schöckeli, du machst ja viel Sport. Da hätte es ruhig größer sein dürfen. Also vielen Dank. Merci. Ja, das Thema Festessen. Eingeladen werden zum Festessen. Das ist etwas, das habe ich gedacht, das passt heute gut und ich wünsche mir, dass dieser Gottesdienst heute einfach eine Ermutigung für dich ist. Dort, wo du unterwegs bist, viele von euch sind dran am Einladen zu Live on Stage, am Einladen hier und dort. Viele vielleicht sind auch hier und denken, eigentlich mein Alltag ist richtig herausfordernd und schwer und dabei nachdenken zu können, dass Gott uns einlädt an seinen Tisch, das finde ich etwas Wunderbares. Wir sind in der letzten Predigt in dieser Serie stehen geblieben bei Psalm 23, wo es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Ich habe diese Woche mit Andi über dieses Thema gesprochen und er hat mir gesagt, hey, was das bedeutet? Das bedeutet, dass jetzt ja der Tisch gedeckt ist. Also es ist nicht etwas in der Zukunft, wo irgendwann fern einmal kommt oder erst wenn man stirbt oder so. Jetzt ist der Tisch gedeckt. Im Angesicht unserer Feinde dürfen wir kommen und bei Gott Platz nehmen und essen von ihm. So etwas Wunderbares. Wir werden eingeladen von Gott selber, da Platz zu nehmen. Und hier wollen wir weitergehen. Jesus hatte ganz viele Szenen, wo er mit seinen Jüngern unterwegs war, wo sie gegessen haben zusammen. Und im Lukas 14 gibt es ein ganzes Kapitel, wo Jesus mit Leuten zusammen am Essen ist. Und dann haben sie über diese Dinge gesprochen, die mit Essen zu tun haben. Die haben dann gefragt, ja, wie ist das mit dem? Wer darf wo sitzen? Wie ist die Rangordnung am Tisch? Und Jesus hat immer zu allen Dingen gleich die Reich Gottes Perspektive den Leuten gezeigt. Und so auch dann zu einem Gleichnis. Und ich finde das mega spannend. Jesus war da bei den Leuten und er hat immer direkt dort hineingesprochen, wo sie unterwegs waren. Also heute, wenn er hier wäre, würde er vielleicht ein Gleichnis über den Nebel erzählen oder über einen schönen Apero, den man essen kann oder so. Und uns zeigen, was das mit dem Reich Gottes dann zu tun hat. Und offensichtlich war da einer dabei bei diesem Essen, der hat plötzlich gemerkt, dass ja Jesus vom Festessen bei Gott redet. Und er hat ihn das so wie hinausgerufen und das gesagt. Lukas 14, Vers 15. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm,
Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Also glückselig, fröhlich, freuen kann der sich. Der hat wie gemerkt, hey, es stimmt, wenn man am Tisch bei Gott sitzt. Ja, das ist ja das Beste, was es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du darüber nachdenkst, ob du auch sagen kannst, das stimmt. Wenn ich am Tisch von Gott sitzen darf, das ist wirklich etwas Wunderschönes. Vielleicht eine Frage, um sich selber zu überlegen. Wie ist das? Und daraufhin hat Jesus ein Gleichnis erzählt. Und dieses Gleichnis ist super spannend. Es gibt da verschiedene Personen, die vorkommen und wir können uns immer mit einigen darin identifizieren. Es gibt den Herr im Gleichnis, der ein Festessen vorbereitet. Der Herr steht für Gott. Mit dem, ja, ich hoffe nicht, dass ihr euch mit dem identifizieren wollt, für die ganze Menschheit ein Festessen bereiten. Viel Spaß mit dem Stress. Aber da gibt es andere Leute im Gleichnis. Einen Botschafter, der immer wieder gesandt wird. Und ich merke, auch wir, Gott sendet ja auch uns zu den Menschen. Wo kann ich mich mit diesem Botschafter identifizieren? Aber auch andere Personen, die eingeladen sind zu kommen und am Tisch des Herrn Platz zu nehmen, zum Festessen zu kommen und zuzuschlagen. Einige sagen ab, einige sagen zu. Vielleicht kannst du dich auch mit diesen Personen identifizieren. Du merkst, du bist eingeladen von Jesus. Sagst du zu, sagst du ab. Wir möchten dieses Gleichnis zusammen lesen. Es geht da weiter im Vers 16. Und er aber sprach zu ihm, also Jesus hat zu diesem Menschen gesagt, der sich so gefreut hat. Ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Ich stelle mir so eine richtig große Party vor. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Was ich hier erstaunlich finde, ist, es gibt einen ganz einfachen Auftrag. Geh hin und sag den Eingeladenen, also die wurden schon vorher mal eingeladen, so ein Save the Date haben die bekommen, das war damals auch üblich für große Feste, so in der orientalischen Kultur, dass man schon vorher sagte, hey, dann und dann wird dann ein Fest sein und jetzt ist alles bereit, jetzt kann man gehen und den eingeladenen Leuten sagen, kommt, der Tisch ist gedeckt. Und er wird hier ausgesandt. Auch spannend, es ist schon alles bereit. Es ist schon alles bereit. Ist für uns auch schon alles bereit? Hat Gott für uns alles vorbereitet? Alles, was wir brauchen, ist für uns ein Festessen schon jetzt bereit? Es ist schon bereit. Ein schöner Satz. Etwas, was wir hier über den Boten wie lernen können, er hat einen klaren Auftrag bekommen. Geh und hol diese Gäste. Dann heißt es weiter im Gleichnis. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, oh, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, oh, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Also der Bote ging hin, sagt, kommt, jetzt ist alles bereit und da kommt eine Ausrede nach dem anderen. Und es ist spannend im Gleichnis auch, wie es weitergeht. Dieser Bote, der musste nicht die Leute überzeugen und sagen, doch, du musst unbedingt kommen, hast du schon zugesagt, hey, du gehörst zur Familie dazu, wie auch immer. Er hat diese Aussagen, diese Ausreden in dem Sinn einfach stehen lassen. Man merkt sofort, das sind Ausreden, oder? Ich meine, er hat einen Acker gekauft, sagt, oh, jetzt habe ich ja einen Acker, jetzt muss ich mal sehen, wie der aussieht. Also, ich weiß ja nicht, jeder schaut vorher, was er kauft. Besonders, wenn es um größere Beträge geht, oder? Oh, ich habe eine neue Wohnung, jetzt muss ich mal schauen, wie die genau aussieht. Komisch. Oder der andere mit den Ochsen. Oh, ich habe einen BMW gekauft, 80.000 Franken, jetzt muss ich mal schauen, wie der aussieht überhaupt. Offensichtlich. Oder auch die dritte Ausrede, ja, frisch geheiratet. Überlegt euch mal. Also vielleicht
Die Frauen können das gut nachempfinden, wenn man eingeladen ist zu einem Fest und man sich richtig schön anziehen kann und es ist alles vorbereitet und es ist alles wunderschön. Also, da muss man nicht lange überreden, oder? Deutlich alles Ausreden. Alles Ausreden, die die Leute haben. Aber der Bote hat nicht den Auftrag, die Leute zu überreden oder irgendwie einen Trick zu machen oder mit Gewalt oder keine Ahnung. Nein, er darf die Ausreden in dem Sinne einfach stehen lassen. Geht dann zurück, der Bote, in diesem Gleichnis. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen herein. Der Herr wird zornig. Jetzt haben wir gesagt, gut, in diesem Gleichnis steht der Herr für Gott. Er wird zornig. Manchmal passt das nicht so in unser Bild. Gott zornig. Wenn wir uns die Situation vorstellen, können wir das super gut nachempfinden. Gott lädt uns Menschen ein, zu seinem großen Fest, zu ihm zu kommen, bei ihm alles zu bekommen, was wir brauchen. Und dann wird das ausgeschlagen. Das ist extrem traurig. Also ich würde sagen, wenn jetzt Gott das kalt lässt, wenn Menschen die Einladung zu ihm einfach ausschlagen, dann wäre er ein sehr kaltherziger Gott. Aber Gott ist ein Gott der Liebe, die Menschen liebt, der das Beste für die Menschen will. Wie traurig, wenn man Nein sagt. Und wir merken in Bezug auf den Boten, dass es eine gewisse Dringlichkeit gibt. Geh jetzt schnell hinaus und hol die anderen Menschen. Warte nicht, zögere nicht. Und auch in Bezug auf diesen Boten merken wir dann, dass es eine andere Gästeliste gibt. Ja, wenn die nicht wollen, dann hol die Lahmen, die Armen, die Krüppel, die Blinden. Finde ich ganz spannend. Das wären die Menschen, von denen wir denken, die sind vielleicht zuletzt zu so einem Fest eingeladen. Aber offensichtlich hier ist es genau das Gegenteil. Genau die Leute, von denen wir denken, die sind vielleicht nicht zu Gott eingeladen. Die stehen vielleicht zuvorderst auf der Gästeliste. Dann lesen wir weiter das Gleichnis. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zum Knecht: Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll wird. Das Erste, was mir hier auffällt, ist, wie dieser Bote, dieser Knecht einfach treu ist. Er hat gesagt, wie du befohlen hast, habe ich gemacht. Also er hat nicht gedacht, jetzt muss ich die Leute überreden, keine Ahnung, was für wilde Geschichten machen oder so. Er hat einfach gehört, was ist mein Auftrag, und hat es ausgeführt. Und tatsächlich sind einige Leute gekommen, aber es hat immer noch Platz. Wenn wir jetzt überlegen, in der damaligen Zeit, was bedeutet es, an die Zäune und auf die Straßen zu gehen? Dort sind Leute unterwegs, die am Reisen sind. Leute sind dort, die nicht in der Gesellschaft ihren Platz haben, in den Städten, in den Dörfern. Ausgestoßene, Fremde, Reisende, Ausländer, das sind die Leute, die dort sind. Die werden alle eingeladen. Alle eingeladen, die sollen unbedingt kommen. Und ich habe mir überlegt, was bedeutet das für uns heute? Da wird gesandt, einfach alle einzuladen. Egal welchen Hintergrund sie haben, welche Kultur, welche Stärke, welche Schwäche, welche Gesundheit. Es zeigt einfach, wie Gott die Menschen liebt und jeden zu sich einladen möchte. Also wenn du heute Morgen aufgestanden bist, jedem Mensch, dem du begegnet bist, den liebt Gott. Den möchte Gott einladen zu kommen. Vielleicht hast du gedacht, oh, das ist aber ein komischer, schnell vorbeigegangen, wie auch immer, es gibt so Menschen, aber bei Gott ist es anders. Da sagt jeder ist eingeladen. Von den Hecken, von den Zäunen, von den Straßen. Und ich finde es auch spannend, wie es dann heißt, dass er diese Leute, wenn wir den Vers vor noch hinzunehmen, bringe sie herein, nötige sie hereinzukommen. Ich habe mir gedacht, nötigen, hereinbringen. Es ist vielleicht nicht so einfach, so Leute an ein Fest mitzubringen.
Da gehst du irgendwo auf einen, sag ich mal, Landstreicher zu oder so. Und sagst, komme ein zu einem wunderbaren Fest. Und sagt, nein, das kann ich sicher nicht kommen. Schau mich mal an. Ich darf doch nicht zu einem Fest. Da muss man sagen, doch, genau, du bist eingeladen, komm. Vielleicht hat man noch eine gute Hose oder so bereit, die darfst du anziehen und dann vielleicht muss man die Person wirklich an der Hand nehmen und sagen, jetzt komm, du darfst auch hereinkommen an dieses Fest. Hereinführen, das braucht manchmal einen Weg und Zeit und es ist absolut verständlich. Und wenn man die Leute nötigen muss, dann nicht, weil man sie zwingt oder so, sondern weil es doch für sie so unverständlich sind, dass sie auch eingeladen sind, bei Gott an seinem Tisch Platz zu nehmen. Hereinführen, führe sie hinein. Und was mich auch sehr bewegt, ist dieser Satz, den wir hier haben. Es ist noch Raum und Gott will, dass sein Haus voll wird. Wenn wir in der Bibel lesen, merken wir immer wieder, dass genau das jetzt diese Zeit ist. Wir sind jetzt in der Zeit, wo es noch Raum gibt, wo es noch Platz gibt, wo man noch einladen kann, wo man noch kommen kann. Irgendwann ist das Haus voll und die Tür wird zugemacht. Aber jetzt sind wir in der Zeit, wo wir einladen können, wo es Platz gibt am Tisch des Herrn. Gott möchte ein volles Haus haben und er lädt dazu ein, zu kommen. Ich liebe dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, weil es hat so verschiedene Aspekte darin, die mich einfach berühren. Das erste ist, ich merke, dass ich als Botschafter von Jesus einfach einladen darf. Ich muss nicht Menschen von irgendetwas überzeugen, von das ich gar nicht kann. Ich muss nicht irgendwie etwas Kompliziertes machen oder nötigen oder überreden oder weiß auch nicht was. Ich darf einfach einladen und sagen, komm und schau. Komm, du darfst zum Fest kommen. Oh, da kommen Ausreden. Vielleicht kennt ihr auch so Ausreden aus der heutigen Zeit. Wir haben die Ausreden von damals gehört, sind ja heute die genau gleichen, oder? Der Wohlstand, der Besitz, was man alles hat, es geht mir ja gut und so weiter. Oder irgendwie, ja, meine Familie, die findet das vielleicht komisch, wenn ich da komme, keine Ahnung. Es gibt so viele Ausreden, du kennst so Ausreden auch. Man darf das einfach stehen lassen. Und wir dürfen einfach die sein, die einladen. Wir müssen auch nicht die sein, die kochen. Ich koche nicht so gern, das finde ich jetzt nicht so schlimm, vielleicht du schon. Aber ich meine damit ja nicht irdisches Kochen, sondern die geistliche Nahrung, oder? Das müssen nicht wir machen. Wir müssen keine geistliche Nahrung produzieren oder so. Das macht Gott. Das ist er selber. Ja, in diesem Sinne möchte ich dir diese 7 Punkte mitgeben. Vielleicht bist du voll dran am Einladen und sagst, ja, das ist mein Thema, da bin ich voll dabei. Dann wünsche ich mir, dass das eine Ermutigung ist für dich. Wir dürfen einfach einladen, an der Hand nehmen, hineinführen. Wir müssen keine Scheu haben, wen wir einladen, weil jeder ist bei Gott willkommen. Jeder ist bei Gott willkommen. Vielleicht geht es dir ja so, dass du diese Woche irgendwo unterwegs bist, bei der Arbeit oder sonst wo und merkst, oh, da möchte Gott eine Tür auftun, aber die Person hätte ich jetzt nie eingeladen. Dann erinnerst du dich, doch, genau die meint Gott jetzt wahrscheinlich. Und du sagst, ja, komm zum Live on Stage oder My Life Workshop oder was alles ist. Und dort ist der Tisch reich gedeckt. Man kann Gott begegnen. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich habe selber Herausforderungen im Moment. Mir fällt es schwer, ich weiß, ich darf bei Gott sein. Ich habe die Einladung bei Gott auch angenommen. Ich bin eigentlich bei ihm, aber ich erlebe auch manchmal so einen Hunger oder ich brauche Nahrung. Dann möchte ich dich ermutigen, dieses Gleichnis zu nehmen und zu sagen, hey, es ist alles vorbereitet. Das ist unsere Identität als Christen, dass wir nicht irgendwo am Suchen sind nach Nahrung, sondern dass wir bewusst immer wieder zu Gott kommen können und einfach bei ihm auftanken können, bei ihm Platz nehmen dürfen, bei ihm das erhalten, was wir brauchen. Vielleicht ist dieses Gleichnis für dich eine Ermutigung, in dieser Woche einfach bewusst immer wieder zu Gott zu kommen und sagen, einem kurzen Gebet, vielleicht jeden Morgen oder Abend oder so, Jesus, danke, dass ich zu dir kommen kann an deinen Tisch, dass du mir alles gibst, was ich brauche und hilf mir auch, es zu erkennen, was du mir heute schenken willst.
Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ja, ich bin eingeladen von Gott. Das klingt gut. Aber bis jetzt habe ich zu den Menschen gehört, die abgesagt haben. Gesagt haben, nein, ich will nicht kommen. Und da möchte ich dich ermutigen, zuzusagen. Sage, ja, ich komme. Ich nehme die Einladung an. Ich will zu meinem Gott, zu diesem Gott kommen und will Platz nehmen an seinem Tisch. Vielleicht geht es dir so, dass du gemerkt hast, dass alles, was diese Welt bieten kann, am Schluss den Hunger nicht stillt. Dann möchte ich dir zusprechen, Gott möchte dich einladen an seinen Tisch. Und es ist ganz spannend, wenn wir das Gleichnis weiterlesen, dann wird es plötzlich noch sehr dringlicher. Und es wird gezeigt, dass die Tür irgendwann zugeht. Dass wenn man absagt, dass Gott das auch ernst nimmt. Dass er uns als Personen ernst nimmt und sagt, ja, man darf absagen, man muss nicht kommen. Aber Gott nimmt das an und das gilt. Man muss nicht zu Gott kommen, aber man darf. Und ich möchte dir diesen Satz zusprechen, aus diesem Gleichnis, komm, komm, es ist alles bereit. Es ist jetzt, heute, alles bereit. Vielleicht fragst du dich, was das bedeutet. Ja, was bedeutet es, am Tisch von Gott Platz zu nehmen, zu ihm zu kommen? Wir haben vorhin in der Lebensgeschichte von Oli gehört, wie er das erlebt hat. Wie er plötzlich gemerkt hat, dass er eigentlich gar nicht würdig ist. Wie er aber gekommen ist und Gott um Vergebung gebeten hat. Diese Vergebung annehmen durfte. Und plötzlich ein Kind Gottes wurde, zu einem Kind Gottes gemacht wurde, der Platz nehmen konnte an diesem Tisch des Herrn, wie Gott begonnen hat, zu ihm zu sprechen, wie ein Teil von der Familie Gottes werden durfte. Es bedeutet nicht, dass man plötzlich ein besserer Mensch oder so ist. Das bedeutet, dass man plötzlich einen neuen Platz hat, nämlich in der Familie von Gott. Und es ist so schön, dass wir einfach kommen dürfen. Auch dieses Gleichnis zeigt, egal wie krüppelig dass man sich fühlt. Vielleicht denkst du auch, ja, wieso sollte ich genau zu Gott kommen dürfen? Mit meinem Leben, das ist so dreckig, ich bin sicher einer auf der Straße. Aber genau diese Leute lädt Gott ein, an seinem Tisch Platz zu nehmen und zu kommen. Wir wollen in eine Zeit des Gebets gehen. Ich habe 2 Gebete vorbereitet. Das eine ist bewusst für Leute, die sagen, ich habe im Moment Herausforderungen, es fällt mir schwer, immer wieder auch zu Gott zu kommen und an seinem Tisch Platz zu nehmen. Und das zweite Gebet ist für Leute, die sagen, ich habe noch nie Platz genommen, ich habe diese Einladung noch nicht angenommen. Dann kannst du heute Jesus Ja sagen. Und ich habe so ein Gebet mitgenommen, das hier auch vorformuliert ist, dass wir dann zusammen beten können. Das werden wir gleich dann auch machen. Genau. Lass uns doch zusammen aufstehen und in eine Zeit des Gebetes gehen. Danke, Vater im Himmel, dass du uns einlädst zu dir. In deine Tischgemeinschaft. Danke, dass alles bereit ist jetzt. Danke, Jesus, dass das unsere Identität als Christen sein darf. Dass wir nicht vom Mangel leben, sondern von dem, was du uns schenkst. Und Jesus, wir bitten zusammen gerade jetzt für die Menschen, die sich schwer fühlen, die sich beladen fühlen, die sich vielleicht ausgelaugt fühlen. Jesus, wir bitten dich, dass sie deinen Überfluss erleben dürfen. Dass sie jetzt und in dieser Woche bewusst immer wieder zu dir kommen dürfen und erleben, wie du den Tisch reich deckst. In allen schwierigen Umständen drin, im Angesicht der Feinde. Jesus, du hast alles für uns bereit, was wir brauchen. Und ich möchte zum zweiten Gebet kommen. Vielleicht bist du hier und sagst, doch, ich will diese Einladung von Jesus annehmen. Dann darfst du mit deinen eigenen Worten einfach dort, wo du bist, auch zu Hause im Livestream, diese Worte mitbeten und so zu Gott kommen, diese Einladung annehmen. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Und Jesus, du lädst mich ein, an deinen Tisch zu kommen. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast
weil du für mich gestorben und mein Retter geworden bist. Herr Jesus, bitte übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir wollen auch in eine Zeit des Abendmahls hineingehen. Das Abendmahl ist ja ein wunderschönes Mahl, das wir immer wieder zusammen feiern dürfen, um uns zu erinnern und uns daran festzuhalten, dass hier Jesus unseren Tisch gedeckt hat, dass unsere Nahrung eigentlich schon vorbereitet ist. Und dazu will ich gerne vorlesen aus dem Johannesevangelium. Da sagt Jesus: Ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes, da meint er sich selber, nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Wahrscheinlich haben die Leute gedacht, wow, das ist aber komisch, was? Fleisch, das Fleisch von Jesus essen, das Blut von ihm trinken? Hä? Das kommt da in der Diskussion wirklich auch so zum Vorschein. Jesus sagt dann, denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Ich möchte dich einladen, beim Abendmahl so wie bewusst zu Gott zu kommen, zu sagen, ja Jesus, du bist meine Nahrung. Wir essen ja nicht das richtige Fleisch von Jesus, aber wir haben gemerkt, dass Jesus unser lebendiges Brot ist, der auf die Welt gekommen ist, ans Kreuz gegangen ist und seinen Leib gebrochen hat am Kreuz. Für die Vergebung für uns, für unsere Schuld. Und dass er gekommen ist und sein Blut vergossen hat. Wenn wir den Traubensaft trinken, erinnern wir uns daran, dass er sein Blut vergossen hat, damit wir leben können. Was für eine wunderbare Nahrung, die bis in alle Ewigkeit hineinreicht. Und ich möchte dich einladen, während den nächsten Liedern kannst du nach hinten kommen, da ist der Tisch gedeckt für dich. Du darfst ein Stück Brot, ein Stück Wein nehmen und damit bezeugen, ja, ich habe diese Einladung zum Herr Jesus angenommen. Ja, er ist meine Nahrung. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, das mit dieser Einladung, das überlege ich mir noch die ganze Zeit. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, bis ich da zusage oder so. Dann darfst du auch ruhig an deinem Platz bleiben und einfach die Musik, den Lobpreis auch genießen. Es gibt auch die Möglichkeit für Ministry Time, es hat 2 Leute bereit hinten mit diesem Badge. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann komm auf sie zu, dass wir mit dir beten können, dich segnen können, dein Anliegen zusammen vor Gott bringen können. Ich möchte dich einladen, während den nächsten Liedern einfach eine Zeit zu haben, bewusst bei Gott, mit ihm im Gespräch zu sein, zu fragen, Gott, was hast du heute für mich bereit, was du den Tisch gedeckt? Ich möchte dich einladen, nach hinten zu gehen, das Abendmahl für dich zu nehmen, zu sagen, danke Gott, dass du den Tisch für mich immer wieder reich deckst, mitten im Angesicht meiner Feinde. Lass uns beten. Danke Jesus, bist du am Kreuz gestorben. Danke, bist du als Leibhaftiger auf diese Welt gekommen, haben wir dich als Mensch gesehen, haben wir durch dich gesehen, wer Gott ist. Und du bist den Weg gegangen bis ans Kreuz und hast dort deinen Leib gebrochen für uns. Dass nicht wir sterben müssen aufgrund von unserer Sünde, sondern du hast alle diese Schuld auf dich genommen, bist für uns gestorben. Danke, Jesus. Und danke, Jesus, dass du mit uns einen neuen Bund schließt. Einen Bund besiegelt mit deinem Blut, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir am Tisch des Herrn unseren Platz haben bis in alle Ewigkeit. Danke für dieses wunderbare Geschenk. Amen.